Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Dende Vloggt und so. Ich habe jetzt schon ein paar Vlogs gedreht und ab und zu, nicht oft, aber manchmal gerne ich gefragt, was für Kamera ich dann benutze. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da duschen wir der ganze Kram zusammenpacke und zeige die Leute mal mit welchem Kamerazeig, so Zubehör und so, du durch Schaffe duscht, ne? Das Wichtigste, fangen wir mal direkt damit an, ne? Das ist die Kamera da, mit der ich jetzt aufnehme. Mit dem Spiegel von der Frau. Sieh mal, das ist die Canon Legria Mini X. Ja, das Geile an der ist, der Sound ist super geil. Ey, wirklich super, super gut. Natürlich dann das breite Weitwinkelobjektiv, ne? Das macht auch super viel her. Du hältst das Ding da einfach so hin und da hast du alles drauf, was du brauchst, ne? Manchmal ist es nervig, wenn man nur so ein bisschen fokussierter schaffen will. Aber ansonsten so für so Vlogge ist das echt perfekt. Da hast du, man hat hier so ein Flipscreen. Hier oben das. Das kannst du so hin und her biegen, wie man es will. Ne? Da hast du dich quasi, siehst du immer gut, wie du gerade aussiehst und was du gerade so Filme tust. Jo, die Menüführung ist relativ easy. Die Bildqualität ist, ja, ist okay. Das ist mein Maincam. Der tue ich eigentlich so gut wie alles filmen. Kommen wir zu der zweiten Kamera, die ich benutze. Und zwar ist das mal die von meinem Handy. Ja, das ist das iPhone SE. Das Coole an dem Handy ist die Farbe. Ich wollte mal was Außergewöhnliches. Und da habe ich gesagt, komm, hol ich das in Pink. Nee, Quatsch. Es war nicht auf Lara Anna da und ich hatte unbedingt eins gebraucht, deswegen habe ich was in der Farbe da geholt. Ich finde es nicht schlimm, da mache ich Öl drum, alles gut. So, ja, mit der Kamera mache ich einerseits 60 FPS Aufnahme und außerdem mache ich mit dem die Slow-Mos, die Slow-Mo-Aufnahmen, die ihr ja oft seht in meinen Vlogs, die mache ich auch dort mit, weil der Vorteil daran ist, die Slow-Mo-Aufnahme, Moment, kann ich das jetzt zeigen? Hier kann ich dann wählen Slow-Mo, ja. Und dann nimmt ihr ein 1080p in 120 FPS. Ja, das Rohmaterial, das tue ich dann einfach in mein Programm runter auf, was schneide ich immer? 25 FPS tue ich das runter mache und dann hast du genug, immer noch genug Bilder, damit es schön fluffig ist, weißt du? Und dafür benutze ich halt mein Handy. 3, 2, 1. Go! So, das da ist jetzt die 60 FPS-Aufnahme mit meinem Handy. Aber da ich es jetzt halt nur in 25 FPS schneide für YouTube, sieht das natürlich auch nicht in 60 FPS. Aber ja, es gibt halt 60 FPS. Hat er bestimmt schon gesehen, dass es extrem geil. So kommt dann alles ein bisschen schneller vor. Ja, und das kann die halt, ne? Und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Ach ja, und die Slow-Mo-Aufnahme sieht dann so aus. Na gut. Alles klar. Ciao. Ich schwätze hier ganz normal rein. Okay. So, weiter geht's. Joby GorillaPod Hybrid. Ja, ist das hier. Das hat hier oben so, da mit einer Wasserwo. Ja, das kannst du so rumdrehen und guck, das stellt man da hin. Das kannst du da auch auf den Kopf machen. So, hast du auf den Kopf kleben und so. Scheiß kannst du halt dort mitmachen, ne? Kannst du oben dann die Kamera festschrauben. Da oben hast du so Gelenk, da sieh na so. Die Qualität ist halt saugut, ne? Kaufen euch nicht so billiger Scheiß. Joby GorillaPod Hybrid. Das ist das. Das benutze ich immer, wenn ich auf Tour bin, ne? Das ist schön kompakt. Kann ich gerade so in den Rucksack schmeißen oder mein Umhänge-Gaybeutel. Ja, das passt. Oh, seht ihr. Und dann passiert sowas und da steckt man es einfach nochmal hin. Dann kommen wir zu meinem großen Joby. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt. Müsste ich mal gerade gucken. Das ist das SLR Zoom GorillaPod. Ja, das hat auch nochmal da oben so platt. Da seht ihr, kann er rausholen damit man es in die Wurst stellen kann. Kugelkopf da oben. Seht ihr? Den kann man da so komplett, wie man gerade Bock hat, machen. Ne? Und alles da aus robustem Aluminium und das benutze ich der Hemm immer. Das ist echt super flexibel. Ist auch nicht so schwer, aber richtig, richtig gut. Also, das ist geil. Also von mir ganz klare Kaufempfehlung. Ist zwar ein bisschen teurer, aber ich sage es hier immer nochmal, an Qualität sollte man nicht sparen. Das hier, gucken wir. Wo haben wir dann? Habe ich jetzt den Meter nicht dabei. Das ist von Rollei. Und das ist ein Reisestativ. Ja? Warum das Reisestativ heißt, ist, ich zeige es euch mal gerade. Gucken wir da. Dann könnt ihr das ablesen. Wie viel steht denn da? Ich sehe es gerade gar nicht. Das hat 37 cm Packmaß nur, ne? 37 cm, da kriege ich einen Rucksack drin. So, ne? Und da oben, das kennt man ja. Da oben ist auch ein Blatt drin. Die können da separat rausmachen. Dann schrauben wir das zum Beispiel da unter die Kamera so drauf. Ich zeige euch mal was. Wird dann einfach da unten so mit dem Verschluss. Ah, jetzt kriege ich es nicht drin.
ohne drauf gedreht. Und dann kannst du das da einfach so, kann man das, oh, der geht's sicher da, der Vorführeffekt mal nochmal, ne? Dann machst du das so, hier auf und dann kannst du einfach so reinmachen, sieh ja. Ah, da und jetzt. Ja, und so, ne? Spottbillig, Verarbeitung ist echt super. Ich hatte das schon sau oft dabei. Wenn ich draußen bin und mache mal Timelapses und so, ne? Da hole ich das doch immer mit. Das ist echt super. Sieh mal, guck mal, kannst du so machen, stellst hin. Da hast du echt, das ist schon super stabil. Guck mal, da kannst du dich dran hängen, da passiert nichts. So, kann man es ausziehen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie lang es ist. Ich link's euch mal ohne da in die Beschreibung. Da tue ich euch alle Links rinballere. Da könnt ihr das so ausziehen, ne? Das ist echt super. Da ist noch so eine Mutter. Guck, da macht man so auf. Kann man so ausziehen. Echt super. Benutze ich auch oft, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen höhere Aufnahme machen will, so von oben runter, dann benutze ich das auch, weil das kann ich echt schön hoch machen, schön bauen. Was haben wir dann noch? Ja, das ist mein das ist das Mini-Tripod da. Das ist ganz billig. Das hat, glaube ich, 5 Euro im... Nee, das hat Euro im... Schatz! Oh, jetzt hört ihr mich nicht. In dem Spielwaren, nee. Teddy, kennt ihr das? Da so, Ramschlade. 1 Euro das kostet. Das hole ich meistens dort dafür. Gucken da. Komme ich direkt zur nächsten. Also da so Tripod und das nächste, guck da, so Field Recorder, externes Mikrofon. Das hole ich, wenn ich irgendwie was Aufnahme machen will. Wenn die Kamera, da wo das sehen, wenn die weiter weg steht und ich aber nicht schreien will. Da steht die Kamera da hinten, ganz da hinten und ich hucke da und kann ganz normal schwätzen das Ding da, weißt du? Dann habe ich... Wissen wir ja. Das ist mein Tascam. Field Recorder, externes Mikrofon. Da mit ganz normale Batterie. Benutze ich auch sehr viel zum, wie gesagt mal, Atmosphäre aufzunehmen für meine Musik, die ich mache. Oder so Geräusche, Percussions und so nehme ich da im Wald auf oder sowas. Ja, das geht optimal, ne? Und ja, wie gesagt, dann halt auch als externes Mikrofon für die Kamera. Guck, da geht's weiter. Das ist... Denk nach, ich wüsste, wie das so heißt. Ich demonstriere es euch mal, dann wissen wir, was ich meine. Dann wissen wir, was es ist. Die meiste wäre es, weil ich schon gesehen habe, was es ist, ne? Das ist irgendwie so ein Ding fürs Handy. Also das ist echt super geil. Da habe ich übrigens mein erster Vlog damit gedreht. Mein allererster da mit Melokind. Den tue ich mal gerade oben hinlegen, wer Bock drauf hat. Den habe ich schon beim Handy gefilmt. Und mit dem dort Ding, pass auf. Da, so, guck, da, so. Dann schrauben, tun wir das da so rintricke. Ja, und dann ab aufs Chobi. Da, ups. So, Sina. Jetzt könnt ihr euch das so, Halle, da könnt ihr noch richtig fett auf YouTuber machen und laufen dann mal so da rum und dann kommen die kleinen Kitties und fragen, seid ihr YouTube-Stars? Bist du YouTube-Star? Dann sagt er, jo, abonnieren mich. Nee, wissen ihr, wie ich meine? Sau geil. So, dann laufst du rum und kannst dann halt, schwätzt da rein und sagst, ja, und, alles klar, ich bin Student, steht auch noch eins trinken. Ich hab dann, alles klar. Super geil die Erfindung, ne? Kostet, keine Ahnung, 10 Euro. Oder 5 Euro. Ich link euch ohne das alles mal rein, da könnt ihr es euch angucken, was noch, wenn ihr Bock habt, ne? So, und dann habe ich hier noch so ein paar Tools. Das ist wie so eine Art so Stift, Saubermachstift nenne ich den. Da, die Linz macht man dort so drüber, ist wie so Gummi, glaube ich. Oh, da, der Kumpel hat gemeint, das wäre Kohle. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Auf jeden Fall ribbelst du da ein bisschen über das Objektiv. Schwupps, Zauberding. Durch so ein bisschen abmachen, da nochmal so mit der Pimpette, ne? Also das Set besteht dort draus aus diesem Ding da und dem Stift da mit dem Dortteil, ja, und da mit dem, ach, was weiß ich link's euch ohnehin. Machen euch, könnt ihr die Linse immer sauer machen, dann ist die gestochen scharf, ne? Bezüglich Zaubertrick, da habe ich noch einer für euch, passen wir auf. Oleg! Das war jetzt das, was ich auch oftmals so mit unterwegs habe. Nee, also wenn ihr viel Hemd drehe, ist es wie, das Licht das Allerwichtigste, ne? Also, so, und deswegen, ich hol euch mal gerade da runter. Hier, Sina. Die linke ich euch auch mal ohne drin. Das sind so, mit denen mache ich eigentlich mein Produktbild dafür. Aber da das Tageslicht Birne sind, benutze ich die auch hier zum Hellmachen, damit mein Gesicht auch richtig schön zur Geltung kommt, ne? Aber normalerweise nimmt man da Softboxe, ne? Weil die nicht so hart sind und die kann man sich dann direkt so quasi in die Schnauze richten. Da hat man noch besseres Bild. Und ja, wenn es gar nicht anders da geht, dann ziehe ich halt die Kopflampe an, ne? Guck mal, da ist noch, geht's noch. Ja, ich zieh mal halt die Kopflampe an und dann ist auch gut. So weit, so gut. Das war mein bisheriges Kamerazubehör, Kameragear.
Ich wollte es euch mal zeigen. Jo, wenn ihr froh habt oder sowas, könnt ihr ohne kommentieren, das beantworte ich. Ansonsten Däumchen, wenn es euch gefallen hat, das Abo nicht vergessen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog. Ich weiß nicht, was passiert, aber jo, würde ich sagen, machen wir einfach. Alles klar. Tschüss. Das war echt nochmal ganz, ganz toll, Daniel. Alle hopp. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.